Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Mein Name ist Fredwolzen und heute gibt's ein Titelupdate 22.3. Ich habe euch den ganzen Schmarrn ein bisschen zusammengefasst und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Ich versuche das relativ informativ zu halten. Ja, und dann schauen wir mal, was das wird, das Ganze. Also, in Kapitel 1 steht drin, der Valentinstags-Event, ja. Liebe für alle, Fragezeichen, ja. Vom 4. bis 18. Februar gibt es ein Valentins-Event, aber keine Rosen, sondern Loot, ja. Wer das Projektsystem freigeschaltet hat, kann 6 neue Projekte abschließen und sich fette Belohnungen schnappen, Cages, Backpack, eine Maske und eine benannte Waffe gibt's dann auch noch. Kurz gesagt, Schokolade ist nicht schlecht, aber der Loot ist besser, gell? Also, und dann Modifikatoren, Wahnsinn ist behoben worden, ein paar Fixe sind da gemacht worden. Falls euch im Konflikt passive oder aktive Modifikatoren das Spiel versaut haben, das ist jetzt Geschichte. Außerdem wurde der fiese Bug gefixt, bei dem der Counter-Talent-Buff von Centurios, oh leck, das ist jetzt wieder schwierig zum Übersetzen, Centurios Scabbard, ja, eure Magazingröße darauf verkleinert hat. Ja, mein Englisch ist nicht so gut, ich glaube, ihr wisst dann, was ich meine. Ein kleineres Magazin, nein danke, ne, haben brauchen wir nicht. Kapitel 3, der Manhunt, Ordnung im Chaos. Also die Manhunt-Bugs haben einige genervt, nicht genervt, sondern genervt, aufgeregt. Jetzt ist aber Schluss mit dem falschen Scouts, vertauschen Infos und graue Porträts gibt's jetzt nicht mehr, ja. Also, ab jetzt gibt's klare Ziele, keine Rätsel mehr. Dann Waffen und Gier, Schneeballschlacht war gestern. Der Schneeballwerfer, der hat manchmal hat sich in Granatenwerfer verwandelt, ja. Jetzt bleibt der friedlicher Schneeballwerfer, außerdem könnt ihr mit dem Cooler nicht mehr unendlich Granaten werfen. Also, ja, die Bugs sind auch draußen. Die explosive Spaßmaschine ist jetzt im Arsch. So, dann haben wir World Tier. Ab in den Müll, das haben sie abgeschafft. Level 40 Gear für Level 1 Spieler. Hat sich erledigt. Wer auf niedrigen Level mit aktiven Detektiven spielt, bekommt jetzt auch den Bonus XP Boost. Mehr Fortschritt, weniger Frust. Dann haben wir noch die Modepolizei war am Werk. Die Entwickler haben unzählige Grafikfehler mit Klamotten und Skins gefixt. Von fliegenden SHD-Bricks über gestreckte Backpack-Straps bis hin zu verschwundenen Masken. Ab sofort sollten eure Agenten wieder nach Hightech kämpfen und nicht nach Glitchmonstern ausschauen. UI und sonstiges. Ordnung muss sein. Von falschen Talentenbeschreibungen über verschwundene Skins bis hin zu nicht anwählbaren Schwierigkeitsgraden. Eine Menge nerviger UI-Bugs wurden gefixt. Ihr könnt jetzt wieder Waffen inspizieren, ohne dass der Kopf ausgegraut ist. Schmarrn. Das habe ich mich verlesen. Ohne dass der Knopf ausgegraut ist. Also läuft für mich nicht. Also Versprecher, ich schneide das Ding nicht, weil das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung, wo es da wirklich alles noch drin steht, ja. Die sind auf alle Fälle die wichtigsten Änderungen gewesen in 22.3. Falls euch noch irgendwas komisch im Spiel auffällt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, vielleicht gibt es dann in TU 22.4 wieder irgendwas zum Lachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Abo oder Like da, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Fredwolzen. Servus.